Jetzt möchte ich langsam auf die Eier kommen. Und damit wir auch die Eier verstehen können, und jetzt mal in der Geschichte des Propheten ein bisschen zurückgehen. Und das ganz oberflächlich ein paar Stationen von seinem Leben anschauen, um zu erkennen, was ist Erfolg oder wie es zu dieser Eier kommt. Wir wissen, nach der Hijra ist relativ bald einmal die erste Schlacht gekommen. Wie hat die Schlacht geheißen? Die erste Schlacht, die die Muslime gegen die Mekkaner hatten. Das ist die Schlacht von unwissend, sollte man alle wissen. Die Schlacht von Bedr. Ja, die Schlacht von Bedr war die erste Schlacht, wo die Muslime also eine Schlacht hatten gegen Kuffar. Und wer hat die gewonnen? Bedr hat die Muslime gewonnen. Kurz darauf kommt die Revanche-Schlacht, das ist die Schlacht von Uhud. Wer hat die gewonnen? Die Kafir, also Mekka. Die Kuffar haben die Schlacht gewonnen. Also wir haben 2 Schlachten und 2 Sieger. Für die Mekkaner war klar, also die Muslime sind eine Gefahr. Sie haben gemerkt, die werden immer mehr und die werden immer mächtiger und einflussreicher. Und sie haben gewusst, wenn sie ihren Status beibehalten, müssen sie die Muslime so rasch wie möglich stoppen. Und das geht eigentlich nur mit der totalen Vernichtung der Muslime. Deshalb haben sie gewusst, es muss einen dritten Krieg geben und den müssen sie auf sicher gewinnen. Von Bedr und von Uhud haben sie gemerkt, dass wenn es eine Schlacht irgendwo außerhalb ist, die Chance 50-50, dass man gewinnt. Und das Risiko ist jetzt gross, das haben sie nicht einmal eingehen. Also haben sie sich vorgenommen, bei der nächsten Schlacht so eine grosse Überzahl zu haben, dass Verlieren gar nicht möglich ist. Und damit es auch keine Restmuslime gibt, hat man nicht irgendwo außerhalb die Schlacht gemacht, sondern man hat direkt Medina angegriffen. Oder hat es vor, Medina anzugreifen. Damit sie so eine grosse Macht, so ein grosses Heer können machen, also aufstellen, sind sie von Stamm zu Stamm umgereist und haben Verbündete gesucht. Viele von diesen Verbündeten haben gesagt, ja, aber weisst, mich stört der Mohammed nicht, er lässt uns in Frieden, wieso sollen wir jetzt Krieg gegen ihn machen? Und dann haben sie einmal gesagt, ja, jetzt, in dem Moment, das macht er ja nichts mit euch, aber wenn er mächtiger wird, zuerst wird er uns rein und nachher wird er auch euch rein. Also ist eine Frage von der nationalen Sicherheit. Heute ist er noch weit weg, aber morgen wird er auch mit euch sich anlegen und dann hat er keine Chance. Also müssen wir jetzt zusammen, gemeinsam gegen ihn vorgehen, jetzt wo er noch schwach ist. Kleine Klammern aufmachen. Tut das heute nicht genau gleich. Viele jetzt hier im Westen, Deutschland, Schweiz vor allem, haben Angst vor einem Islam, der vielleicht einmal irgendwann in der Zukunft zu mächtig könnte sein, dass man den nicht mehr stoppen können. Also wegen dem, was man jetzt, wo es eigentlich noch gar keine Gefahr ist, stoppen. Das ist eigentlich genau das, was heute in Europa auch der Fall ist. Klammer zu. Also, sie sind von Stamm zu Stamm gereist und die haben dann schlussendlich alle mitgemacht. Und die Partei auf Arabisch heisst Hizb und Plural von Hizb ist Ahzab. Und so hat man dann die Schlacht nachher also den Ahzab-Krieg genannt. Wir kennen es eigentlich mehr als Hendek-Krieg. Aber im Koran kommt auch die Sura Ahzab vor und dort geht es genau um das. Und weil so viele Parteien, also so viele andere Stämme von Arabien, also nicht Mekkaner, mitgemacht haben, hat man dann den Ahzab-Krieg genannt. Und sie sind dann mit einer riesigen Übermacht auf die Stadt Medina losgegangen. Und das ist jetzt so eine Übermacht, das müssen wir mal vorstellen. Das ist wie wenn jetzt Amerika gegen, ja, wenn wir als Beispiel nehmen, gegen die Schweiz geht. Militär ist eine riesige Übermacht und du hast zwar gewisse Möglichkeiten, aber eigentlich bist du so klein, dass du gar keine Chance hast. Also ungefähr, also wegen der Verhältnisse, dass man sich das vorstellen kann. Jetzt, wenn ihr Sira schon ein bisschen studiert habt oder gelesen habt, wisst ihr, dass die Muslime dort eine Teillösung gefunden haben. Und zwar war einer unter ihnen, der von Iran herkam, von den iranischen Gebieten, und der wusste, wie die den Krieg geführt haben. Das war Salman Farisi. Und der hat dann dem Prophet Muhammad den Vorschlag gemacht, dass man doch so eine Grube rund um Mekka machen. Das heisst, dass die Angreifer nicht einfach reinkommen, dass sie, eben wenn sie in der Grube sind oder wenn sie dann versuchen, über die Grube überzukommen, dass man sie dann sehr einfach töten kann und sie so hinterher in die Stadt zu kommen. Der Prophet hat die Idee zugesagt und man hat das auch gemacht. Wegen dem hat der Hendek oder auf Deutsch die Grabenschlacht
Also man hat im Norden von Mekka so einen Graben gemacht. Das hat er gelangt im Norden, weil rein von der Topografie von Medina ist es gar nicht nötig, dass man die ganze Stadt umgraben hat, weil einfach von der Topografie her das gar nicht möglich gewesen wäre, dass jetzt zum Beispiel vom Westen oder vom Süden die Kuffar hätten reinkommen können. Es hätte noch eine Stelle gehabt, im Südosten von Medina, wo eventuell ein Problem hätte können sein, also wo ein Tor gewesen wäre für die Stadt hinein. Aber dort waren Juden gewesen, und wo ja die Muslime nach Medina gekommen sind, haben sie mit den Juden, also mit allen Leuten von Medina, mit allen Stämmen von Medina, ein Abkommen gemacht, also eine Verfassung haben sie damals gemacht. Das ist überhaupt die erste Verfassung, die auf der Welt gemacht worden ist, die Verfassung von Medina gewesen, die heute noch schriftlich vorliegt. Und in diesem Abkommen, in dieser Verfassung ist abgemacht, dass Muslime, wenn die Juden angegriffen werden, würden die Juden unterstützen, und umgekehrt müssen die Juden Muslime unterstützen, falls die Muslime angegriffen werden. Und aufgrund von diesem Vertrag müssen die Juden das Tor eigentlich zubehalten, damit die Muslime nicht von hinten überfallen werden. Sie hätten das natürlich nicht eingehalten, aber dadurch, dass Allah Mohammed das Wissen geht, hat man trotzdem dafür sorgen, dass die Feinde von Süden nicht kommen können. Jetzt, der Punkt ist der, dass so eine grosse Übermacht ist, und obwohl man eigentlich einmanken, dass die Muslime sind ja, das sind alles Sahabis gewesen, das sind Sahabis kann man mit uns gar nicht vergleichen, die sind imanmäßig so weit über uns und so stark, dass man einen Vergleich eigentlich nicht statthalten. Trotzdem haben die Muslime, die Ensar und auch die Muhajirun, also die von Mekka ausgewandert sind, die haben recht Angst gehabt, weil so eine riesige Überzahl gekommen ist. Und das wird im Koran, in der Surah Al-Ahzab festgehalten, jetzt habe ich gerade auch am deutschen Koran, da ist ja gleich. Also in der Surah Al-Ahzab steht, dass Allah erkannt hat, dass sie sehr Angst haben, dass sie sogar so Angst haben, dass das Herz bis zu ihrer Kehle aufgesprungen ist. Also ich weiß nicht, den Begriff tun wir im Deutschen auch verwenden, das ist eine Umschreibung für eine sehr grosse Angst. Wenn man Angst hat, dann schlägt das Herz irgendwie viel lauter und fester, dass man wirklich das Gefühl hat, es wird einem dann aus dem Hals rauskommen. Und genau das beschreibt Allah im Koran über die Muslime in Medina. Das heisst, sie haben wirklich Angst gehabt, und ein Teil der Muslime hat sich sogar angefangen, Gedanken zu machen über Allah. Wie sind sie in die Situation? Ist überhaupt alles richtig? Sind wir überhaupt auf der richtigen Seite? Und ebenfalls in dieser Surah wird dann sagt Allah, dass es eine grosse Prüfung war für die Muslime damals. Aber sie haben dieser Prüfung standgehalten, und sie haben auch, obwohl sie Angst hatten, natürlich weiterhin gemacht, was der Prophet ihnen befohlen hat, beziehungsweise was Allah ihnen aufgesagt hat. Jetzt haben sie zwar die Grube gemacht, aber die Grube ist ja nicht wirklich eine Lösung, weil mit dem kann man zwar den Feind draussen behalten, aber ihr wisst, es ist wie eine Festung, wie eine Burg. Wenn eine Burg umzingelt ist, was ist das Problem? Man kann mit Pfeilen schiessen. Man kann mit viel schiessen, ja, oder? Was ist noch das größere Problem? Das sind die Lebensmittel. Die Lebensmittel kommen irgendwie von draussen rein. Also du hast sicher Vorrat, aber irgendwann ist der Vorrat aufgebraucht. Also eigentlich hätte der Kuffar nichts anderes machen müssen, als draussen bleiben. Zwischendurch mal ein paar viel schiessen, okay, und einfach abwarten. Und irgendwann hätte es keine Lebensmittel mehr gehabt, es keine Nahrung mehr gehabt. Dann wären sie entweder verhungert, was für sie auch eine Lösung gewesen wäre, oder sie hätten aufgegeben, was eigentlich auch eine Lösung war. Also für die Mekkaner hat es eigentlich gut ausgesehen. Also sie haben das nicht jetzt als etwas Schlimmes angeschaut, dass jetzt die Grube dick war. Und da ist dann Allah gekommen und hat geholfen. Und das ist schön, Allah hilft immer mit so kleinen, im ersten Moment also nicht spektakulär wirkenden Hilfen. Er hat nur einen Wind geschickt. Nur Wind, nicht einen richtigen Sturm, einfach einen Wind. Was hat der Wind gemacht? Sie haben dort natürlich auch selber essen, also haben müssen kochen und haben ihre Zelt gehabt und haben müssen Feuer machen. Und der Wind hat die Feuer andauernd ausgeblasen. Und dann ist es vielleicht heftiger geworden, dass man vielleicht so einen Brand hat, ein bisschen ausgeweitet ist, dann hat das Zelt angefangen zu brennen. Und das ist dann so weit gegangen, dass die Kuffar allein von dem Wind, von den Wetterumständen haben müssen die Belagerung von Medina abbrechen.
und haben sich zurückziehen. Und das heisst, sie haben die Schlacht verloren. Es ist nicht zu einem wirklichen Kampf gekommen, sondern sie sind geflohen, also sie haben sich zurückziehen und haben damit eigentlich müssen erkennen, dass die Schlacht also nicht gewonnen worden ist. Im Gegenteil, wo sie sich zurückgezogen haben, sind die Muslime sogar noch ein bisschen hinterher und haben ihnen dann noch ein bisschen Angst gemacht und es sind dann doch noch ein paar gestorben. Aber also was das Resultat war, auf jeden Fall, die Kuffar haben verloren, die Muslime haben gewonnen. Aber die Muslime haben das nicht vergessen. Der große Feind, das sind Mekkaner, die Kuffar, und sie wollen nicht nur einfach Muslime besiegen, sie wollen sie wirklich vernichten. Das heißt, die Message ist angekommen. Jetzt 6 Monate später, und 6 Monate, das ist nicht so eine wirklich lange Zeit. 6 Monate später kommt der Prophet Muhammad und sagt, er hätte einen Traum gehabt. In diesem Traum sind sie nach Mekka gegangen und haben Hajj gemacht. Und zwar, Hajj kann man nur machen ohne Waffe, Hajj kann man nicht machen mit einem Heer. Also du kannst nicht bewaffnet nach Mekka gehen und sagen, ich mache jetzt Hajj. Sondern wenn du Hajj machst, dann bist du im Ihram, du gehst nur mit dem, was du brauchst, du hast deine Opfertiere dabei und Lebensmittel, die du brauchst, um hinterher zu gehen. Also er sagt, wir machen Hajj. Er hat geträumt, dass sie das Hajj machen können und dass sie nach Medina gehen ohne irgendwelche Waffen. Jetzt müsst ihr euch mal die Medinenser euch vorstellen, die Muslime. Noch vor 6 Monaten, 6 Monate ist nicht eine lange Zeit. Also wir sind jetzt im Juli, also wenn wir uns überlegen, wenn Neujahr war, das ist noch nicht so lange her. Ich habe das Gefühl, es war vor 2-3 Wochen, aber es ist schon ein halbes Jahr. Also 6 Monate ist nicht wirklich eine lange Zeit. Das heisst, sie haben noch genau gewusst, sie haben sich noch genau daran erinnern, wie sie sich gefühlt haben. Die Situation ist nicht wirklich, hat sich auch nicht verändert. Also sie haben gewusst, Mekka ist der grosse Feind, ist es immer noch. Und jetzt, und eben die Mekkaner sind gekommen und haben mit einer riesigen Waffengewalt haben sie vernichten. Und jetzt plötzlich gehen wir einfach ohne nichts, gehen wir jetzt einfach nach Mekka und machen Hajj. Also das ist wie wenn die Palästinenser von Gaza sagen, okay, in der Hajj-Zeit gehen wir, oder vielleicht nicht in der Hajj, aber sagen wir zu einem bestimmten Tag, zum Laylatul Qadr oder zum Miraj Kandil, gehen wir alle zum Mesjid Aqsa. Für Gaza ist Jerusalem, also Israel, der große Feind. Und das ist jetzt genau das Gleiche, wie sagen, wir gehen jetzt ohne Waffen, gehen wir jetzt einfach nach Jerusalem und dort Mesjid Aqsa besuchen. Also die Situation ist so. Und aufgrund von was? Von einem Traum. Und wenn ein Prophet einen Traum hat, dann ist das Wahi, das ist eine Eingebung von Allah. Das haben die Muslime damals gewusst. Aber wenn wir doch mal vorstellen, wenn heute einer kommt und euch sagen wird, aufgrund von einem Traum, komm, wir machen das und das. Wir gehen aufgrund von einem Traum, gehen wir gegen den grössten Feind, ohne Waffe, gehen wir in seine Höhle. Also wir gehen in die Höhle des Löwen, unbewaffnet, nur weil jemand einen Traum hat, dass es gut gehen wird. Das wäre eigentlich heute gar nicht denkbar, dass man Menschen dazu bringen könnte, so ein Unternehmen überhaupt anzufangen. Aber die Muslime haben gesagt, ja, okay, wenn der Prophet das sagt, dann machen wir das. Dann haben sie sich vorbereitet und sind Richtung Mekka losgezogen. Und das muss man sich heute auch bewusst sein. Also, wenn wir heute nach Mekka gehen, also ihr habt ja gerade erst Umrah gemacht, wie lange fliegen wir von Zürich auf Mekka? Wahrscheinlich sind wir über Jidda geflogen. Über Istanbul. Ja, wie lange haben wir für eure Reise? Zürich, Istanbul, Arabien. Also wir sind auf Medina 3 Stunden gekommen. 4 Stunden. Also von Istanbul und von Zürich auf Ding, 3, etwa 7 Stunden. Okay, 7 Stunden. Weil wir einen Umweg gemacht haben über Istanbul. Aber die sind mit dem Flugzeug gegangen. Die haben dort kein Flugzeug gehabt. Obwohl sie viel, viel näher sind. Das sind etwa 400 Ungrad Kilometer von Medina nach Mekka. Da bist du also eine recht lange Zeit zu Fuß unterwegs. Du bist wochenlang unterwegs. Das ist also nicht etwas, was du innerhalb von einem Tag schnell machst und gehst hier und am nächsten Tag gehst wieder zurück. Und das sind dann beschwerlich, du gehst durch die Wüste. Da hast du die Hitze, da hast du das ganze Wetter. Also du hast rechte Probleme und du hast keine Hostess, die zwischendurch mal kommt und sagt, jetzt geht eine Erfrischung. Sondern das ist eine Anstrengung, die sie auf sich genommen haben. Und das noch mit der Angst oder mit dem Bewusstsein, wir gehen in die Höhle des Löwen. Und die Angst, die sie hatten, ist gar nicht unberechtigt gewesen. Als die Mekkaner erfahren haben, dass die Muslime kommen, haben sie gesagt, das können wir nicht zulassen. Auf keinen Fall dürfen die Muslime hierher kommen, das können wir nicht zulassen.
Also haben sie gerade ein Heer, oder so ein kleines Heer, so schnell haben sie nicht mehr können, so ein riesengroßes Heer aufstellen, aber haben gerade ein Heer aufgestellt und als Kommandant der Khalid bin Velid, der ja Jahre später dann Muslim wird, aber dort noch auf der falschen Seite war, haben ihn losgeschickt und haben gesagt, du die Muslime töten, bevor sie in die Nähe von Mekka kommen. Und zwar alle, ausnahmslos. Natürlich, Allah Ta'ala gibt so Sachen, im Prophet Muhammad, wegen dem sind sie einen anderen Weg gegangen, als normalerweise gegangen wäre. Das heisst, wo der Khalid bin Velid den Weg Richtung Medina gegangen ist, hat er sie nicht gefunden. Weil sie eben gar nicht den Weg, sondern einen anderen Weg gegangen sind. Und die sind dann noch ein bisschen weiter südlich gegangen und sind bei Hudaybiyah, haben sie dann gerastet. Aber das war dann schon relativ nahe bei Mekka. Jetzt, wenn wir uns vielleicht noch mal überlegen, wieso ist es für die Mekkaner so wichtig, dass die Muslime nicht nach Mekka kommen? Wieso ist es für sie wichtig, die Muslime zu töten, solange sie weit weg sind und nicht in der Nähe? Und Hudaybiyah war dann schon in der Nähe, also wo sie erfahren haben, dass sie in Hudaybiyah waren, haben sie den Gedanken, dass man sich töten kann, haben sie nicht mehr umsetzen können, weil es zu nahe war. Wegen Kaaba? Wegen der Kaaba, es hat mit der Kaaba zu tun. Ja. Also Mekka ist ja eine Pilgerstadt, nicht nur für die Muslime, sondern wir wissen, dass in der Kaaba oder rund um die Kaaba herum, man sagt 365 Götzen sind und den verschiedensten Religionen. Also Mekka war eine Pilgerstadt gewesen. Und die Mekkaner sind dafür bekannt gewesen, dass wenn irgendjemand dort pilgert, dass der beschützt ist, dass der nicht angegriffen wird, dass die keine Angst haben müssen. Nicht nur, dass alle Pilger beschützt sind, nein, sie werden auch noch unterstützt, sie bekommen Nahrung und zu trinken über. Also Mekka hat eine Gastgeberfunktion. Und wo sie auch immer mit Stolz ausgeführt haben. Also das Wasser geben, das Essen geben, das ist sehr wichtig für die Mekkaner. Und ihr Ruf ist zu einem grossen Teil hat auf dem beruht, dass sie die Gastfreundschaft hatten und dass man sicher war, wenn man nach Mekka kommt. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn jetzt eine Gruppe, ist ja gleich welche, wenn jetzt eine Gruppe kommt und die wird angegriffen und vernichtet sogar und getötet, was das nachher für ein Schaden wäre für den Ruf von Mekka, dann würden die anderen ja vielleicht nicht mehr kommen, weil plötzlich alle Angst haben. Oh, die Mekkaner sind jetzt gefährlich. Und der ganze Reichtum von Mekka, der beruht nur auf dem Handel, wo sie machen eigentlich mit den Pilgern. Also die Pilgerschaften sind enorm wichtig für Mekkaner, weil das ist die Quelle von ihrem Reichtum.